perfekt. Wir kommen zu einem Buch, das einerseits auch wieder zu dieser Familienthematik passt. Es ist nicht das letzte heute, das mit Familie zu tun hat, aber jetzt einmal das dritte. Und das auch von einem Autor geschrieben wurde, der eine Exilerfahrung ganz anderer Art, aber doch auch hat, die ihn und sein Werk natürlich bestimmt, vielleicht sogar in gewisser Weise ähnlich, wie das bei Goldschmidt der Fall ist, wenn auch in einer ganz anderen Generation und Weltgegend und so weiter. Ich spreche von Bachtiar Ali. Das Buch heißt Mein Onkel, den der Wind mitnahm, ist im Unionsverlag erschienen und aus dem Kurdischen übersetzt worden von Ute Kanteralang und Raves Salim. Bachtiar Ali ist eben ein kurdischer Autor. Er ist 1966 im Nordirak geboren, lebt aber seit den 1990ern in Deutschland. Er schreibt Romane, er schreibt Gedichte, er schreibt Essays. Und über dieses Buch, Mein Onkel, den der Wind mitnahm, wird jetzt Katja Gasser sprechen. Es ist im Verhältnis dazu, was Bachtiar Ali schon geschrieben hat, ein kleiner Text im Sinne von ein sehr überschaubarer Text, und doch steckt darin alles, wofür dieser Mann bekannt ist und wofür er nicht zuletzt von seinen kurdischen Landsleuten verehrt wird. Ich habe Aufnahmen davon gesehen, wie Bachtiar Ali, ich weiß jetzt nicht wo genau, im Irak aufgetreten ist und eine Ansprache gehalten hat, und das sind richtige Salvationes gewesen, die ihm da entgegengebracht wurden. Der ist dort, wo er herkommt, ein ganz großer Mann. Und das Interessante ist, oder das Erschütternde gleichzeitig, und das ist auch etwas, was sehr viele natürlich teilen, er lebt seit Mitte der 90er Jahre in Köln oder bei Köln, glaube ich, und ist mehr oder minder unbekannt. Der Unionsverlag bemüht sich seit vielen Jahren um Bachtiar Ali, der hervorragend Deutsch spricht und dort seit Jahrzehnten eben sein Leben lebt, aber er schreibt eben in seiner kurdischen Sprache, und dieses Schreiben in kurdischer Sprache ist Teil auch seines poetisch-poetologischen Programms. Es ist angelegt als eine Rettung des Kurdischen und damit einhergehend als eine immer wieder Belebung und ins Hierholung dessen, was diesem sage ich jetzt vereinfachend, kurdischen Volk alles historisch widerfahren ist an Katastrophe. Bachtiar Ali wird nicht müde zu sagen, dass die Katastrophe im Irak, woher er kommt, so groß ist inzwischen, dass man sie nicht mehr besprechen kann, und sein literarisches Bemühen besteht darin, in diese große, unerzählbare Katastrophe so etwas wie eine literarische Schneise zu schlagen. Und so eine kleine literarische Schneise ist eben dieser Text, der jetzt vorliegt, erzählt wird von einem, eben meinem Onkel, dem Titelgebenden, der eines der vielen Opfer von Saddam Hussein wird, inhaftiert wird, dort sämtliche Qualen, die man sich vorstellen und nicht vorstellen kann, erleidet, freigelassen wird und dann von seinen Verwandten in Obhut genommen wird, und bei diesen Verwandten im Speziellen von zwei Neffen, die die Beauftragung bekommen, auf diesen Onkel zu achten, der dünn geworden ist, so arg, dass er durch die Gitterstäbe passte, womit ich schon bei dem spezifisch literarischen von Bachtiar Ali wäre. Alles verwandelt sich unter der Hand in Papier und Literatur. Und was eigentlich dieser Text ist, nach meiner Lesart, und was ihn so interessant macht, ist, dass es einerseits diese politische Geschichte verhandelt, die auch nachvollziehbar gemacht wird für die Leserin und für den Leser, und gleichzeitig ein geradezu Anflehen des Literarischen ist, dahingehend, dass es ein Verwandlungsinstrument ist dessen, was den Menschen widerfahren kann, ohne dass sie es sich aussuchen können. Und in Bachtiar Alis Fall ist es eben diese große kurdische Tragödie, die einfach offenbar zu keinem Frieden kommen kann. Und erzählt wird in diesem Roman eben von diesem Onkel, der sich bedingt durch seinen Schmerz zu dieser körperlichen Fragilität geworden, aufschwingt zum Wind und sämtliche
Verwandlungsmöglichkeiten wahrnimmt und durchführt. Und man weiß in diesem Text nie genau, ist man jetzt auf der Seite des Realistischen oder ist man gerade wieder auf der Seite des Überhöhten. Dieser märchenhafte Ton ist immer ein sehr ernsthafter und gleichzeitig überhöhter, natürlich das Reale immer in etwas Erträgliches. Jedenfalls, wer von diesem Autor noch nie etwas gelesen hat, ist das ein wunderbarer Einstieg in diesen großen Autor, wie ich finde, der nicht zuletzt in Österreich, aber überhaupt im deutschsprachigen Raum zu wenig gekannt wird. Er ist ein großer Intellektueller, einer, der unglaublich gut Auskunft geben kann, also über das literarische eigene Tun, aber auch über politische, historische Kontexte aus diesem Raum und eine Form des literarisch-politischen Schreibens, das so avanciert ist, wie man es gegenwärtig, wie ich finde, in deutscher Sprache eben nur sehr selten bekommt, weil es immer im Wissen ist, dass das Politische allein nicht ausreicht und dass die Literatur dazu da ist, diesem politischen Kontra zu bieten und das aber auf literarische Art. Und das ist etwas, was mich von Beginn an eben für Bakhtiar Ali sehr eingenommen hat und auch jetzt mit diesem Text. Und es ist eben obendrein eine Freude, sich mit ihm auszutauschen über alles Mögliche und ein besonders kluger, liebenswürdiger Mensch auf der einen Seite und gleichzeitig ein sehr interessanter Autor. Für mich war es das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe und ich habe ein bisschen gebraucht am Anfang, wegen dieses märchenhaften Tons, bin da auch ein bisschen in meine eigene Klischeefalle geraten, von wegen orientalisch, symbolisch, märchenhaft und so weiter und war dann im Lauf der Lektüre dieses sehr kurzen Buchs was erstaunt, wie das wechselt. Und es wechselt ja eigentlich nicht, sondern es ist ja beides immer da. Es ist der märchenhafte Ton immer da und es ist diese beinharte politische Parabel immer da. Mit diesen beiden Antagonisten, dem Erzähler, der die Definition von jemand ist, der sich überhaupt nicht bewegt, der immer am gleichen Ort bleibt, der nichts will, außer daheim sein und seine Ruhe haben. Und diesem Onkel, der der absolute Gegensatz ist, der ja vom Wind immer woanders hingetrieben wird und eben den Erzähler braucht, damit er das Seil hält, damit er nicht wegfliegt. Also dieses Märchenhafte, dieses Gegeneinanderstellen von Figuren, die völlig andere Lebenskonzepte haben und gleichzeitig eine Welt, die beide eigentlich nicht reüssieren lässt, weil beide zahlen ja immer drauf. Also dieser politische Hintergrund, diese Analyse auch der Situation in der Gegend, aus der er kommt, es ist wirklich ein sehr eindrucksvolles Buch, ein großartiges Buch. Ich bin dankbar, dass du das ausgesucht hast, weil ich hätte sicher nie den Bakhtiar Ali sonst gelesen, muss ich ehrlich sagen. Also ja, nein, ich finde eine sehr interessante Literatur aus vielerlei Hinsicht und eben, man tappt so ein bisschen in die eigene Falle, ist mir am Anfang auch so gegangen, nicht, dass man sich bedient sieht in einem Orientalismus, der natürlich eine eigene Fiktion ist, aber bei Bakhtiar Ali finden sich so präzise Dinge, die eben weit über irgendein Klischee hinausreichen. Und er kann zum Beispiel, er hat ja geschrieben über Exil und mehrfach darüber auch gesprochen und selbst Auskunft gegeben, nicht, wo er ganz gewiss intellektuell und sprachlich mithalten kann mit den Ausführungen eines Georges Arthur Goldschmidt zum Beispiel. Und so Sätze wie niemand kann neu beginnen und eben, dass er über sich auch sagt, dass diese Erfahrung des Exils ist, das ist ja auch ganz zentral bei Georges Arthur Goldschmidt, dass das etwas ist, was man nie wieder ablegt und dass das eine ganz spezifische Weltschau mit sich bringt, dass das einen ganz spezifischen Blick auf das Literarische mit sich bringt. Also da gibt es zum Beispiel zwischen diesen beiden sehr viele Parallelen eben. Aber eben ist zum Beispiel aus einem seiner anderen Bücher dieses, es kann niemand neu beginnen, nicht? Und das stimmt, es kann niemand neu beginnen. Das ist so eine schöne Phrase unserer Zeit, nicht jeden Tag kann man irgendwie neu beginnen, ja, aber man kann in Wahrheit nicht neu beginnen. Ja.